Yo, what up YouTube? Otto Graffiti ist back. Wieder mal auf Schweizerdeutsch. Das haben wir jetzt schon sehr lange gehabt. Ich habe gar kein Schweizerdeutsch mehr. Ja, eine halbe Woche nicht mehr Schweizerdeutsch geredet. Nein, Spaß, alles gut. Ich bin momentan in Hakata. Das ist im Westen bei Kyushu. In Japan natürlich. Und ich gehe jetzt fett essen. Ich habe ein bisschen länger geschlafen. Ich musste noch Videos schneiden, aufladen. Es kommt ein kranker Stadion-Vlog. Oder er ist eigentlich mittlerweile schon draußen, wenn ihr das seht. Das heisst, schaut den unbedingt noch, der war wirklich sehr geil. Und jetzt gehe ich zuerst mal Ichiran Ramen essen. So wie überall in Japan hat es auch hier eine fette Warteschlange. Aber es kommt schon gut, scheint es ist wert, scheint es die Nudeln auch umso besser. Das heisst, ich warte jetzt 20, 30, 40 Minuten, was auch immer, und dann probieren wir mal. Wir haben jetzt so ein Blatt bekommen, da können wir alles eingeben, wie scharf, wie viel Knoblauch und was auch immer. Und dann geben wir das ab und du bekommst genau die Suppe, die du bestellt hast. Böse. So, alles ausgefüllt und jetzt schauen, wie die Suppe wird. Genau, dann sind wir dort rein. Du bist wie in so ein kleines Kästchen reingekommen, hast dein Zettel gezeigt, der Typ dort auch alles wieder parat gemacht, deine Zettel gelesen, dann hat er auch die Suppe gebracht und den Vorhang zugemacht. Dann hast du essen, genießen, Seaweed noch kurz reingefetzt. Und ja, wirklich böse sein, habe ich noch hier mein Dessert bestellt. Irgend so einen Pudding, auf den Knopf müssen drücken, sie haben gebracht. Richtig geil gewesen. Es sieht richtig grusig aus, ich sage nicht ehrlich. Ich finde auch, aber boah, der ist wirklich böse. Es war irgendein grüner Teepudding oder so etwas. Also, ich bin draußen, es war ein bisschen unpassend, da drinnen zu reden. Ich habe noch ein geiles Voice-Over gemacht, oder geil, egal, ich habe ein Voice-Over gemacht. Boah, es war böse gewesen, Mann. Ich sage nicht ehrlich. Es war cool gewesen, du hast eben den Vorhang gehabt. Und du hast eigentlich sozusagen die Koch gar nicht richtig gesehen. Aber trotzdem, das Essen war gut gewesen. Und der Pudding am Schluss ist eigentlich, der ist es. Geht also in dem Fall unbedingt mal in so ein Ding essen. Ich weiß gar nicht, wie es heisst. Wie heisst es? Ichiran. Geht mal in ein Ichiran essen. Jetzt geht es ab in Don Quijote. Riesen Zentrum mit alles Scheissdreck. Dort ein paar Geschenke für meine Homies kaufen und kommt das gut. Und jedes Mal, wenn du bist in Japan, siehst du einfach kranke Autos. Nein, er ist genau in ihrem Bus. Nein. Wenn man hier shoppt, muss man so ein Ding anlegen, damit man hygienisch bleibt. Alter. Krank. Ich habe eine kurze Hose gefunden und ein geiles T-Shirt, das ich mir jetzt hole. Ich habe zuerst noch ein weiter rumgeschaut in diesem Shoppingcenter, ob ich vielleicht nicht irgendetwas anderes finde. Aber ich hole kurz die zwei Sachen. Und ja, dann habe ich meine ersten Kleider in Japan gekauft, nach einer halben Woche. Ja, egal, Tokio wird näher hart einkaufen. Hose und T-Shirts sind dabei. Und ich liebe es doch einfach mit AirPods und ein bisschen Musik durch eine Großstadt durchzusteppen. Das Feeling ist doch echt böse. Schön, kurz, Arme angelegt, die Sonne scheint, man. Was willst du noch mehr? Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. In Japan haben sie extrem viel so zusammengedrückte Autos. So Autos, wo du denkst, hä, schau, so ohne Motorhaube einfach. Warte, da hinten jetzt auch eins. So in diesem Vibe, schau das an. Echt, so ein Block ist für das Minecraft rausgenommen worden. Was ist das? Also, eben, ich gehe jetzt in den nächsten Laden, in Don Quijote. Ich war vorher in einem, der hat leider nicht so viel Zeug gehabt. Ja, eigentlich weißt du, ich wollte die ganze Zeit sagen, was ich kaufen, aber ich kann es irgendwie nicht sagen, weil ich nicht weiss, wer schaut. Aber ich kann ja sagen, was ich kaufe. Und die Personen wissen nicht, dass sie es bekommen. Oder sie fühlen sich angesprochen, aber das ist nicht arrogant. Nein, Spaß. Ich hole ein paar Uhren. Ja, das ist eigentlich der nächste Step, dass ich die hole. Das hier ist der Laden des Todes. Hier fliegt dein Geld einfach. Das hat alles hier drin. Schlagzeug, Spielzeug, Ventilatoren, Kühlschränke, was immer du brauchst. Es hat hier drin. Einfach 12 Stück oder so. Cooles Drama, purer Rotz, aber schlussendlich hast du immer etwas gekauft drin. Das heisst, mal schauen, ich gehe jetzt rein, wie viel Ärmer komme ich wieder raus. Der erste Stock, skippe ich gerade. Es hat auch extrem viele geile Snacks drin, aber die hole ich dann in Tokio, wenn ich weiss, wie viel Platz ich noch in meinem Koffer habe. Eben, sogar so 10 plus Cosplay-Sachen haben sie hier drin. Also, ich weiß nicht, der Laden ist echt pures Chaos. But that's the first time that... Aber ich muss Schweizerdeutsch reden. Das ist das erste Mal, dass ich aus diesem Laden rauskomme und echt nichts gekauft habe.
Was eine Enttäuschung. Nein. Nein, was mache ich jetzt? Egal, Mann. Passiert. Das Leben ist, wie es ist. Es geht jetzt auch kurz Richtung Hotel. Ich will kurz den Sack tippen in den Raum, damit ich den nicht die ganze Zeit rumschleppen muss. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, was ich heute noch machen soll. Es gibt nicht viel zu tun. Dann gehe ich halt noch eins essen und dann zurück ins Hotel schlafen und morgen Tokio. Und dann werde ich 2 Tage Tokio durchgehen. Ich will unbedingt noch an ein Autotreffen gehen, Daikoku. Das ist so das krankste Autotreffen, das du gehen auf dieser Welt. Also Japan ist crazy dem. So Fast and Furious mäßig, weißt du? Also, Digga, das wird weh in meine Ohren, Mann. Ah! Bro, die meinen es ernst. Aber ja, das ist eigentlich so der Plan. Es gibt extrem viele Automaten, aber doch kannst du sogar Spiessli und Glasse und Digga, Fried Zeug rauslassen. Krank. Gönnen wir gerade wieder meinen Baumkuchen. Einzig Ware. Meine Mutter macht den immer auf so indonesische Art und Weise. Ich liebe den. Den kann man hier einfach kaufen. Und ich habe das legendäre Creme Brûlée gekauft aus dem 7-Eleven, wo man auf TikTok und so sieht. Ich hoffe, der hittet, man. Ich bin sehr gespannt. Es sieht richtig grusig aus, es ist eiskalt. Aber let's try. Brüder, die kommt böse. Das ist eine Glasse, Mann. Ich habe nicht gecheckt, aber das ist crazy, gell? Ich sage, verdient die 8 von 10, 8,5 von 10. Kauft das in Japan. Digga, in Japan leuchtet alles einfach ständig. Schau das an. Es ist nicht einmal normales Wasser. Alles ist echt Licht. Strassenmusik läuft. Wir gehen jetzt auf den Markt essen. Er hat echt 2 Instrumente gleichzeitig machen. Das Ding hat jetzt irgendeinen Markt. Gehen wir ein bisschen fooden. Boah, riesen Fernseher dort oben, Mann. Jetzt hast du überall so kleine Stände, wo Leute für dich kochen. Du kannst echt an einer Bar sitzen und essen. Urbus. Überall schöne Boote am Rumcruisen. Durch die City. In Japan musst du geduldig sein. Wir warten jetzt sicher schon 15 Minuten. Wir warten hier immer. Ob es jetzt Amplay ist, Restaurant oder weiss nicht was. Du wartest. Essen haben wir bestellt, keine Ahnung was, wir werden es sehen. Es ist aber ein hoher Vibe hier drin. Wirklich mächtig, Mann. Ich bin sehr gespannt aufs Essen. Wir haben Beef Skewers bestellt. Keine Ahnung was das ist, ob das jetzt eingeweiht ist oder so, aber erst probieren würde ich sagen. Rein dort und Tofu natürlich. Ich habe gerade herausgefunden, was ich am Essen bin. Ist die Szene von einer Kuh. Mächtig, oder? Ist ziemlich zäh, aber ist gut. Einfach Kuhsehne, Mann. Das glaubst du nicht. Ich sage nicht, das war so weird, das zu essen. Ich habe das noch nie gegessen, nicht genau gewusst, was es ist. Aber die Nudeln, böse. Wirklich böse. Krank gewesen. Hinten draussen haben sie noch ein paar so Spiessli gemacht für uns. Hat auch verdammt gut ausgesehen. Die haben das verdammt gut gemacht, das dritte. So, noch ein paar Spiessli bestellt. Vielleicht ist jetzt irgendwie Herz oder so dabei, wer weiß. Also, kurzes Review. Ich habe gegessen Tofu. Tofu war böse. Dann habe ich gegessen 5 verschiedene Spiessli, die hätte ich gesehen. Die waren auch wirklich gut. Dort gebe ich, also für Tofu gebe ich 7 von 10. Die ist in so einer Suppe gemacht worden. Einfach ein Tintenfisch. Und noch ein paar andere Fische, aber der Tintenfisch sieht böse aus. Also, sehr hart, weißt du, aber nicht das Auge, Mann. Crazy. Yo, Bro. Yo, Bro. Blub, 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 blub. Ich bin nach Japan gekommen und habe mir gedacht, ich muss das alles aufnehmen. Wieso? Weil man da auch jeden Tag dummes Zeug sieht. Und das ist eigentlich genau, was ich meine. Das, was ich jetzt zeige. Du hast so normale Verkehrsschilder, gell? Bro, in Japan, wo du echt Hello Kitty Verkehrsschilder und nicht 1, 2, 3, 4. Bro, was soll das? Wie random, Bro. Willst du auf so einer Baustelle arbeiten, als Bauarbeiter? Eigentlich nicht, oder? egal. Japan ist echt random, aber crazy, man. Ich feiere es. Ich hätte auch gerne irgendwie Cars Baustellen, Hütchen in der Schweiz. Wäre das böse? Oder so ein Ronaldo, der einfach... Oh mein Gott, stell dir vor, ein Ronaldo, der so wird stehen. So breit stehen, weißt du, so wie er beim Freistoß steht. Das wär's doch einfach, Mann. Schweiz, macht das. Alle Berse, organisiert das.
Oh hell yeah, es ist Zeit für Karaoke, Mann. Digga, die haben hier alles. Du kannst All You Can Drink bestellen. Habe ich nicht gemacht, ich trinke nicht. Aber ja, irgend so eine... keine Ahnung, Warambachi-Drink oder so bestellt, keine Ahnung. Kommt schon gut. Hallo! Ja, ich tue jetzt viel von dem Gesang. Hier ist you know my name, blonde Haare, 14 Jahre. Sonst bekommen wir noch Ohrenprobleme oder so, Mann. Cristiano Ronaldo. Als je een beetje wilt chillen is geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs en drank en drugs. Als je wilt chillen, met een auto chillen is geen probleem, dan kom ich vorbei. Ich komme nicht allein, weil ich hab Stoff und Schnaps und Stoff und Schnaps. Dann war ich da, habe ich gefilmt und die Angst bekommen. Ich habe mit dem mich verschütten, aber er hat echt gesagt, what's your favorite song? Oh wow! Crazy, Mann. Einfach angefragt, Jimi Hendrix, der macht es kurz mit einem Loop-Pad und alles, Bro. Wow! Any song? Yes. Yeah, you are favorite song. Berühmter japanischer Song, keine Ahnung. Ich kann dir immer hypen, okay? Ich kann dir immer los. Der Brüder ist verdammt abgegangen. Karaoke haben wir auch noch gesungen. Böse gewesen, lustig oben. Jetzt aber rechtzeitig schlafen. Morgen 5 Stunden im Zug. Dann kann ich ein bisschen Videos schneiden und so. Und dann sieht man sich in Tokio. Dort wird es wirklich nochmal geiles Zeug geben. Wartet nur ab. Ich freue mich schon richtig. Und hey, ich würde sagen, gute Nacht. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, zu followen, was immer. Man sieht sich. Peace out. Peace out.